Haut op Christtag begreessen sich aus der Kathedral, miwerdro vun heit pontifikal Mass. Et singt ein Ensemble vokal vun der Maitrise vun der Kathedral, Dirigent ass den Marc Dostert. De Gilles Leyers spielt Urgel positiv, an de Paul Breich op der grosser Urgel. Wir sangen Ufang Menschen, die ihr Wert verloren, Magnificat 817. Als Kyriale de Christmas Mass vum Korb. Frohlocket ihr Völker vum Mendelssohn, Credo 3 mat dem Et Incarnatus Est vum Albrechtsberger, Weihnachtsoffertorium vum Haydn, O du Fröhliche, an als Chant final aus dem Himmelssaal arrangiert vum Albert Leblanc. Den Domorganist spielt als Sortie Noël étranger vum Louis-Claude Daquin. Masket präsidéiert vum Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof vun Lützeburg.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Leefleit hier in der Kathedrale, an daheim, besonders die Leefleit, die an den Altersheimen sind, an den Kliniken. Ich wünsche euch von ganzem Herz einen schönen Christtag. Joyeux Noël, Feliz Natal, Feliz Navidad, Merry Christmas, frohe Weihnachten, Christmas omedeto gozaimasu. Wir wollen das Maß aufhängen, an dem wir eins, was nicht gut an unserem Leben ist, was nicht gut an dieser Welt ist, dem Herrgott seiner Barmherzigkeit vertrauen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore établi sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lesung aus dem Buch Jesaja. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horche, deine Wächter erheben die Stimme, sie beginnen alle zu jubeln, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jauchzet zusammen, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem getröstet. Der Herr hat seinem heiligen Namen vor den Augen aller Nationen entblößt, und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Wort des lebendigen Gottes. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières,
Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht.
Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die lief Leid, lief Schwestern, lief Brüder. Nachdem wir an der Mitternützmass das Evangelium vom Lukas hören haben, mit der Christgeschichte, hören wir lo da von Christus selber den Anfang vom Evangelium vom Johannes. Anfang. Genau so wie das erste Buch an der Bibel anfängt. Anfang. Und damit wissen wir, dass du etwas ganz Wichtiges kennt. Etwas ganz Bedeutendes für unser Leben. Und wir gehen sozusagen, kriegen wir eine Mise en scène, die wichtig ist, für das ganze Evangelium von Johannes zu verstehen. Die Mise en scène ist die helle Dreifaltigkeit selber. Wo das Wort Gottes ganz dynamisch ist, ganz ob Gott den Pap ausgerichtet wird, am Heiligen Geist. Und wenn wir uns sozusagen an die Ewigkeit vom Herrgott platzieren, an der Wohn, als Blick von der Ewigkeit, von Gott aus, auf die Menschheit zu richten, dann merken wir, wenn ihr von der Ewigkeit an Zeit herabguckt, gesagt den Herrgott alles mit den all Zeiten, all Menschen. Und er gesagt, dass du etwas nicht stimmt.
dass die Menschen, die schon geschaffen sind um Bild vom Herrgott selber, an der Tisch, dass die Menschen kapabel sie voll lebt, dass sie eng Freiheit geschenkt kriegen. An die Freiheit soll Quell von der Lebt für alle Menschen sein. Mit da sei doch der ewige Gott, dass dem nicht so was. Dass die Lebt oft nicht gelieft wird. An heernst du sogar Hass, der Konträr von Lebt, dabei herauskommt. Und dann beschließt die helle Dreifaltigkeit so zu sagen, dass das Wort Gottes, die zweite Person, Mensch geht. Und als Zeit erkennt. Gott geseit die Zeiten allmal deneen. Und er geseit doch Lützeburg am Jahr 2020. Lützeburg, was Fried verloren hat. Lützeburg, was geplodert ist durch den Coronavirus. Lützeburg, wo die Freiheiten, Mobilität eingeschränkt sind. Lützeburg, dem die Sozialkontakte fehlen. Die Leute, die merken, dass zu einem Mensch sind, der Kontakt mit anderen Menschen normal dazugehört. Gesagt, dass Lützeburg von 2020, wo Angst da ist. Existenzangst. Schaffen wir es mit unserem Boutique, mit unserem Geschäft. Existenzangst auch für junge Leute, die eine Arbeit sichern. Und nur kein Pfannen. Angst für Längsinn. Da der Längsinn, was so viele Leute tief am Herz wehtät. Und dann hat all dem die Angst vom Tod, wo wir wissen, dass schon so viele Leute und dem Virus gestorben sind. Und an dieser Masse will man hingedenken und für sie beten. Aber Gott reagiert darauf. Er reagiert darauf, dass das Wort Gottes Mensch geht. Da das die Reaktion von Gott ob eist lädt. An hier geht der Geburt an als Begrenztheit, als Fragilität. Wir merken schon an diesem Jahr, dass das Leben ganz fragil ist. Dass es verletzlich ist. An die Verletzlichkeit hält den Herrgott op sich. An das Kleinkant an der Krüppchen. Nicht gibt mehr Hoffnung. Nicht gibt mehr Fried. Weil das ein Zeichen von Leben, das Leben weitergeht. Mir gleichzeitig wissen wir auch, wie verletzlich es so erkannt ist. Wie das Kind auf seine Eltern angewiesen ist. Wir können sie lieben. All das hält den Herrgott op sich, für eis menschliche Erfahrung zu delen. Und damit als Licht an eis deichtot kommen. Und da das etwas, wenn wir all Jour Christtag feiern, aber wenn wir den Sinn von Christtag nach der ganzen Kommerzialisierung von dem Fest fanden, da fanden wir auch die Fried an den Dave Frieden, den das Kant an der Krüppchen euch schenken kann. Mit Geschichte geht weiter mit dem Jesus. Und am Anfang vom Johannesevangelium haben wir schon wie ein Resümee
von all dem, was no geschrieben steht. Weil das Licht geht nicht ugeholt. Das Licht geht verworfen. Anhand dem Stern von Bethlehem gesagt, denn das schon ungefähr Kreuz von Jerusalem wat kennt. An wo der Gott den Mensch ginas sich nicht scheit, als Erfahrung bis an den Tod heran zu delen. Da gibt Parallelen mit dieser Zeit. Denken wir an die Leute, die gestorben sind, Krankenbett, mit Maschinen ugebunden. An wie viel von ihnen war sich bewusst, dass heute Bett, das lässt, die lässt Platz von meinem Körper. So wie Jesus den Kreuz hung, wo das Kreuz, das Hartbett vom Kreuz, die lässt Platz von seinem Körper war, wo eine Unausweichlichkeit vom Tod kommt ist. Aber das Hirn, die Liebechen, das Wort Gottes, das Menschkind, das auf sich hält. Und das heißt, dass wir sogar an unserem Sterben nie mehr allein sind. Christus als Gott bei uns. An Hirn hält Eis, die Kirche, die gedäft sind, die Kanner Gottes sind, die Schwestern und Brüder von Christus sind. Hirn hält Eis matt bei sein Pap an das ewige Leben, wo das Leid, die Angst nicht mehr da sind. Le message de Noël est le message du christianisme tout court. C'est le message de l'amour de Dieu qui est plus fort que le rejet. Même dans le rejet de la lumière par les ténèbres, Dieu continue à être à l'œuvre. Et là où Dieu semble être absent, dans la mort de Jésus et dans notre propre mort, il y a le début de la vie et le début de la résurrection. Alors cette fête de Noël, c'est une fête de l'espérance parce que nous voyons la lumière. Cette lumière qui change tout. Et nous pouvons suivre cette lumière. Et si nous suivons cette lumière, par exemple en écoutant la parole de Dieu dans les évangiles, en méditant la vie de Jésus, alors nous nous apercevons que la vie nous est donnée. Et la vie, la vraie vie, pas la vie superficielle des menus plaisirs, mais la vraie vie est source de paix et source de bonheur. Alors, nous voyons l'offre que Dieu éternel et trinitaire nous fait à Luxembourg en 2020. Il nous ouvre la porte de la vie, qui commence maintenant quand nous écoutons la parole de Dieu. Au début était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Dieu crée un nouveau début pour nous. Nous pouvons toujours recommencer. Il n'est jamais trop tard pour retrouver la vie,
le bonheur, la paix, même dans les situations les plus précaires. Noël 2020 est un Noël très différent, mais le Christ est né. Et voilà pourquoi je peux vous souhaiter une fête de Noël merveilleuse, une fête de la joie et de la paix. Amen.
Dieu notre Père, nous voulons nous approcher de la crèche comme des mendiants de paix et de joie, et nous prions. Nous te confions l'avenir de notre Église et nous prions pour le pape François, pour notre archevêque Jean-Claude, son auxiliaire Léo et tous ceux qui portent à travers le monde la lourde charge épiscopale. Que tu soutiennes les bergers de ton peuple par le message qui nous vient de la crèche, dans l'assurance que le Sauveur nous est né. Seigneur, écoute-nous. Wir beten für die Christen an unserer Erzdiözese Lützeburg, dass viele Frauen und Männer sich an der Tiefe von ihrem Herz vom Kind von Bethlehem aussprechen lassen. Herrgott, Herreis. Let us pray for all men and women without strength and power of faith, that they may open their hearts to Christ, who reveals as a God full of love and mercy. Lord, hear us. Guter Vater, wir vertrauen dir alle Kinder und Jugendlichen an. Lass sie in dieser Zeit Menschen und Orte der Geborgenheit finden, um innerlich zu wachsen und um Christus als Freund des Lebens zu entdecken. Herr, höre uns. Lass uns beten für alle Menschen, die auf der Sicht oder Wohrisch sind. Auch für all die, die besonders an diesem Jahr Christtag ganz allein feiern müssen. Das Kind an der Krippe als neu sensibel möchte für die Misere und Sorge von anderen. Herrgott, Herreis. Prions pour tous nos défunts, surtout pour toutes les victimes du Covid-19, ainsi que pour tous ceux qui grandissent dans une mentalité de guerre et de destruction. Que ton amour nous transforme et nous fortifie toujours. Seigneur, écoute-nous. Dieu de paix et d'amour, nous te bénissons et nous te glorifions pour la vie du Christ qui nous rejoint à travers le mystère de Noël. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Que ce même Jésus accueille nos prières et nos demandes et nous guide comme l'étoile radieuse du matin. Nous te le demandons maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Gott, unser Vater, in diesen Gaben willst du uns Versöhnung schenken und uns wieder mit dir verbinden. Nimm sie an und gib durch sie unserem heiligen Dienst die höchste Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré,
il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Ihr soll euch selber zu engem Opfer machen, dat dir für immer geheiert, für dat mir Undeel kriegen und enger Erbschaft mit allen, die du erwählt hast. Mit der heiligen Jungfrau Maria, der Gottesmann, der Trägerin am Lied, mit dem heiligen Josef, ihrem Mann, mit den Aposteln am Märtyrer, mit dem heiligen Willibrucht, und mit allen Heiligen, durch denen hier Gebet, mir allzeit auf den Hölle zählen können. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Jean-Claude, seinen Weihbischof Leo und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepte salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Der Friede vor Christus. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire.
Wir wollen nach un Krieg beten. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Ehe wir zum Segen kommen, wir ich nach gern enkeier ein schön Christfest wünschen. An besonders denen, die heute lang sind. Christus als für jidvere von uns geboren. Und nicht für jidvere von uns gelieft, und nicht ist auch nicht am Stach. Und da trecken wir durch den Segen aus. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Missa
Mi hun Thomas op Christtag gefeiert an der Kathedral. Den nächste Sonntag iwwer Droma Mass nees zur Gewinterzeit vun Birgerich. An lo schalte mat zrick an den Studio.